Goedemorgen, yes. Nog eenmaal waren. Zo, ja, goed. God heeft zo te mij gereed durch deze week. En ik geloof, we waren een zeer goede boodschap hier. En ik wil niet, zoals ik al zei, ik kon niet van ervaring reden als voeder, maar ik kon van ervaring, best van ervaring reden als zeen. En besonders als zeen van onze ware voeder. En so wir wollen von dir checken, wer ist der wahre Futter? Wer ist uns Futter, uns wahre Futter? Und ich hatte einmal über Neue gedacht oder über Neue studiert. Und wenn einer hier so hören hat, wenn Menschen beten, und einer macht das gar immer. Aber nu wird das krieg an meinen Kopf erst nicht direkt dort. Da wird viel geredet von Futter, wie beten die, Futter, wie danken die. Aber irgendwie ist das einmal so als Futter, wenn wir durch Futter sein, das ist bloß, wir haben den nun bloß vertuscht für Gott, nicht? Stimmt das? Einmal sei wie Futter und da steht Gott, oder einmal sei wie, was immer. Himmlischer Futter. Aber wir denken nicht wirklich, was meint das für uns? Stimmt das nicht? Den ersten Vers, wo ich mal anfangen will, ist in Jesaja 63, Vers 16. Weil wir den Vers mal lesen. Jesaja 63, Vers 16. So, wir wollen von der 3 Punkte durchgehen. Und das erste ist der Ursache von Furcht. Der zweite ist Gott. Also, der Ursache für Furcht. Es sind drei Punkte, die du sagst. Das Gott repräsentieren, das ist eine Ursache für Furcht. Der zweite Ursache ist, an Gott seine Wege wandern. Und der dritte Ursache ist, Priester sein. Wenn wir diese Botschaft in der Länge hören, in der Länge hier haben, ich glaube, dann war wir, und besonders auch für Jugendliche. Ich glaube, dann war wir das Bild ganz anders sein von unserer Ursache, was wir hier als Männer auf dieser Welt leben. Und das geht nicht bloß für Furcht, das geht besonders auch für Jugendliche. Wenn so, ich sehe Jugendliche und mir redet das sagen und mir haupt das sagen. Und ich lege viel darüber an dort zu studieren und viel darüber an dort zu kicken. So, Jesaja 63, Vers 16. Sag, du bist doch uns Futter. Abraham weiß nichts von uns. In Israel kennt uns nicht. Also, was das hier sein wird, weil wir sagen zum Beispiel, mein Vater, das ist ein Isaac, den kenne ich noch. Mein Großvater, das ist ein Abraham, den kenne ich noch. Aber mein Urgroßvater, glaube ich, kennt mich. Oder kennt mich. Mein Vater kennt mich, mein Urgroßvater kennt mich. Mein Großvater kennt mich und mein Vater kennt mich. Mein Urgroßvater, der kennt mich, glaube ich, auch nicht. Der ist nicht auch gestorben. Aber ich glaube, wenn ich dem sehe, weißt du, was ich sehe, den Urgroß sehen. Okay, wem sehr jung bist du dann? Der will mich nicht kennen. So sagt er hier so. Abraham weiß auch nichts von mir. Der kennt mich auch nicht persönlich. Vielleicht kann ich den nicht andichten, dass ich den sie nur Kundschaft sein. Und ich weiß, dass ich den sie nur Kundschaft, aber der weiß das nicht. Und Israel, der kennt uns auch nicht. Also das, was das Falsche sein wird. Dann sagt er, aber du Herr, bist uns Futter. Und von ihr schon mal, als die Numen ans Radar gewesen. So, der Herr, der Radar, Gott, der kann uns rein alle aus seinen Sehens. Und er ist uns wirklicher Futter. So, weil wir mal checken, was die erste Ursache ist von menschlichen, von irdischen Futter, was wir hier so haben. Dort ist Gott repräsentieren. Es spricht 52 Vers 6. Wenn ein Kind geburt, kann dort noch kein Gott vernehmen. Aber die höchste Autorität, die der verstehen kann, ist der Vater. So, der Vers sagt, lier ein Kind den rechten Weg gehen, dann wird er auch dabei bleiben, wenn er auch alt wird. Wenn ein kleines Kind geboren wird, sehe da ein ganz kleines Kind, ich weiß nicht, was die Nummer ist. Was ist die Nummer? Die Kraft. Ja.
Swin. So, glaubst du, kann dein Kind all Gott verstehen? Kann der all seine, can your child understand God, like the authority of God? Not really, right? So it's like it has such a small mind, it cannot understand such a big authority. So ein kleines Kind, dort kann er nicht seine große Autorität von Gott verstehen. Aber was kann das Kind verstehen? Das ist die Autorität, was ein Bovenarm ist, was der Vater ist. Und wenn es dort ist, dort ganz wichtigste und sehr wichtig, dort ein Vater, wenn der die Autorität über ein Kind hat, dort der das rechte Bild von Gott repräsentieren. Wenn es dort die höchste Autorität, was das Kind kann verstehen. Und wenn das Kind nicht kann, diese Worte, wenn diese Autorität wird übertreten oder missbraucht, dann hat das Kind Lebenszeit, hat eine schwere Zeit, den wirklichen Vater vertrauen, wenn er erst den wirklichen Vater verstehen kann. Dat het levenstijd wordt het boderen dat. En toen is het wichtig dat we als voeders, dat we als mannen, die God representeren doen, zo goed als mogelijk. En we zullen dat zo schwin als mogelijk, dat als het leiste, ik denk er nog maar even nu, ik kan, zoals ik zei, ik kan niet van ervarenheid vertellen, maar ik denk er veel even nu. We zullen zo schwin als mogelijk, de Kenia wiesen, wat der wirkliche Vater ist. Also negar soll oft sein, dass ich wirklich die Autorität über die habe. Aber wiesen, wer wirklich die Autorität über die hat. Dass ich bloß einer sein, wo die den Wachwiesen der nur den wirklichen, wer wirklich die Autorität über die hat. Wenn es dort, wo das Leichte sein, dort ist das Leichte für die Kinder. Dort dann zu verstehen. Und wie als Menschen, ich dachte immer so, wenn ich ein Vater sein, ich würde ein perfekter Vater sein. Ich würde nur abpassen, dass ich würde alle Fehler, die ich von meinem Vater erlebt habe, also, die würde ich probieren nicht mehr. Aber die Sache ist das schafft gut. Wir sind alles fehlerhafte Menschen. So, das Einzige, was das schaffen wird, ist, dass wir die Kinder so schwin als möglich wiesen, wer die wirkliche Autorität über anders. Und dass die nicht länger unter unserer Autorität bleiben. Aber dass wir verstehen, wer wirklich die Autorität ist. Auf Epheser 4, Vers 6. En die voeders, verzegt jullie Kinder nicht, tragt die christlich ab und doet die am christlichen Sinn tragwiesen. Kijk wat ik al zei, dat we zo schwin als möglich die wiesen, wer Gott ist, wer wirklich der Vater ist, über ihn. Dat we dat verstehen, dat we dat nog her verstehen können, dat die Kinder dat nog her verstehen können, wer wirklich der Vater ist. Wenn es der Vater, der wirkliche Vater, weil er kann nur den transferieren, so schwin als möglich die Kinder, dann fangen die von klein an zu erfahren, was der wirkliche Leben ist. Wenn wir sind bloß Zwischenhändler oder Beispiele von der wirklichen Leben. Und wir sind immer fehlerhaft. Wir sind immer, wir können das nicht perfekt machen. Das ist das Beste und die letzte Weg, wenn du kannst, dein Kind von so schwin als möglich übergeben, nun worden Vater. Und dort ist bloß möglich, wenn du Zeit nimmst, Gott der rechte Weg verleben. Also ein Bild wiesen, wo Gott wirklich ist. Zeit nehmen, das Kind der beste Weg verzuwiesen. So, das ist eine Ursache von Vater. Das ist bloß die Ursache von Vater. Gott hat es so eingeplant, dass wir so einen Eltern sein für ein Kind, dass die Eltern können Gott verleben. Dass Eltern können ein Bild sein, wo Gott wirklich ist. Nächste Ding. Gott seine Wege wandern. Und das ist super cool. Sehr schön ist das zu sein, was das hier so schaffen wird. Und 2. Mose 20, Vers 5, was sagt, weil du musst checken. Das sagt, schneid nicht für dich
en deint den nicht. Also das sind die Aufgaben. Ich allein zie de Herr, jün Gott. En met keinen anderen taub. Op Spanisch sagt er, yo soy Dios. Y soy un Dios celoso. Also hij is alleen Gott. Hij wil alleen Gott zijn. Dan het nächste sagt, en ik bestroof de voeders zijn on de kinderen, but op de grootkinderen en uw grootkinderen. En die jeën mij schoffen. So, wanneer de voeders, onze voeders, oder wat we zeggen, mijn urgrootvoeder, wanneer die zin gedaan heeft, dan moet ik de van deze dag naar hun leiden. Dat is wat de Bijbel dort leert. En ik geloof aber zeggen aan de kracht van Jezus. Hij heeft bloed vergoten en hij heeft allen vloeg gebroken. So, wanneer ik deze erkennis heb, en ik weet dat door jet een vloeg wordt aan mijn vriendschap alleen gaat, ik heb van de kracht dat op te brengen. Wens ik kan Jezus, ik heb dit weten van Jezus, vielleicht hadden mijn voeders dat niet gehoord, maar ik heb dat. So, aber seid ihr, wo wichtig das ist? Wenn ich nicht Sinn da, dann waren meine Urgroßeltern nach unser Leben. Wenn ich nicht reich leben da, wenn ich falsch leben da, wenn ich mit Sinnen zu tun habe und irgendwas nicht reich mehr da, ich weiß das, ich dort bewusst, dann waren meine Urgroßeltern nach unser Leben. Meine Kinder, meine Großeltern und meine Urgroßeltern. Das war das. Aber wie haben diese, wenn wir wollten dort an uns, an unsere Familie sind, der Länge geht, dann haben wir diese Macht dort aufgeschnitten. Amen. Aber der nächste Fall sagt, und blieb treuhärtig, hör mal das ist so schön, hör mal das. Und blieb treuhärtig mit meinem Leben für tausende Generationen, till die, wat mir gut sind. En nu meine geboten harchen, nu meine geboten leven. Wir sagen bloß vier Generationen, was Gott strufen dat. Aber was Gott segnen dat, das sind tausende Generationen. Ist das nicht schön? Wo Gott als das Futter. Der Struf ist sehr hart. Aber den sind Segen, das ist uneng. Amen. Nächster Vers. Aber wenn der Heilige Geist über ihn kommen wird, das ist eine Apostelgeschichte, ein Vers auch. Das ist ein bekannter Vers für eine andere Ursache, für wenn der Heilige Geist raufkommt. Aber ich sage hier noch was dann. Wenn der Heilige Geist über ihn kommen wird die Kraft kriegen, und die waren meine Seisen in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und über die ganze Welt. So, wo fängt das an? Mit uns Zeugnis, mit uns Leben, was Gott für uns hat, was Jesus für uns hat, das fängt hier so an. An mein Haus, an meine Familie, wo ich bin. Du fängt das an. Und dann kann das viel leichter bei den Nubasch kommen. Und dann von den Nubasch kann das noch viel leichter bei das ganze Land gehen. Und von dem ganzen Land ist es all sehr leicht, über die ganze Welt dort zu bringen. Eine interessante Geschichte ist, die Moslems, die gehen nicht so sehr gut, ihr Glauben verkennen. Weißt du, was die tun? So war wie nicht alle, aber ich glaube, was sie von hier wollen und was die tun. Alguien sabe? Ja? Exacto. Weißt du, was die Moslems da tun? Da haben so viel Kinder als möglich. Und der sein nur, dass die Kinder wollen, bei den Prinzipien bleiben, was die Moslems ihre Prinzipien sind. Und du merkst, dass die meisten Busia ihr Glauben für Kinder als Christen. So, da haben aber auch 20 Kinder und 30 Kinder. Jeder. So war wir dort nicht unbedingt übertrieben, aber was ich sagen will, was wichtig ist, dass wir unsere Kinder, diese Prinzipien von Gott, was wir wollen von uns glauben, dass wir das so abschauen.
Und unsere Kinder waren derde Kinder. Ich hatte jetzt eine sehr gute Botschaft, aber jemand, was mir selbst erhalten hat, oder anrühren hat, ist, wir sollen lernen. Alles, was wir tun, alles, was wir hören, alles, was wir erleben, das ist für uns am Glauben am Lehren, für uns am Leben am Lehren. Und alles, was wir weiten, das gehört nicht uns. Das haben wir von anderen gekriegt und das müssen wir noch anderen geben. Alles, was wir weiten. Nicht egoistisch sein, das haben wir nicht von uns selbst, haben wir uns nicht selbst gearbeitet. Andere haben uns das gegeben. Und wir sind schuldig, das wiederzugeben. Und ich lese ein Buch von Arne Pauls. Und er sagt, ich sei dankbar für unsere vier Generationen, die uns in der Bibel gegeben haben. Die haben die Macht, dort aufzuschneiden, dass wir nicht von dort kriegen. Aber durch dort, die dort wollen und durch dort, die dort verlangen haben, haben die uns dort übergehändigt. Nu haben wir auch. Und so ist das. Und so ist das von Generationen auch. Wenn dort nicht wir erwählen gewesen, dann haben die dort aufgeschnitten. Und dort haben die auch kennt, die haben die Autorität für dort. So, dort ist wichtig, was wir tüß anfangen. Du, wo wir sind, du, wo wir leben, dass wir du anfangen mit unseren Prinzipien zu wiesen und zu lernen. Gesunde Familienleben. Dort ist der größte Ursache von der Fuhrers. Dort der Fuhrers haben. Und dort kommt Krieg hinein. Dort wir unsere Prinzipien und unsere Familien planten tun. Wenn es gesunde Familien, ja, von gesunden Familien ja dort. Gesunde Gesellschaften. Eine Gesellschaft, wo wir können so nah aus Villanueva. Von Villanueva, oder Ebnias, oder wo wir dann wohnen. Wenn dort alles gesunde Familien wären, oder nicht mal alles, aber wenn du viele gesunde Familien wären, ich bin mir ganz sicher, dass die Gesellschaft wird ganz gesund werden. Villanueva oder Ebnias, oder was immer wir für Kommunität wohnen, dort wird eine ganz gesunde Gesellschaft werden kann. Das ist vielleicht auch gesagt, ich will das nicht rauffahren, aber dort ist die Ursache für was gesunde Familien sind. Dort kann eine gesunde Gesellschaft geben. Gesunde Kirchen. Von gesunden Familien, wenn das gute Führer sind, gute Eltern sind, dann gibt es gesunde Familien und dann gibt es gute Kirchen von den gesunden Familien. Wir wissen, was unsere Prinzipien sind. Gesunde Wirtschaften. Wir wissen, wo wir mit Geld umhandeln. Wenn es unsere Führer, unsere Eltern, da haben uns gewesen, nicht bloß die Sache, aber da haben uns fair gelebt, wo mit Geld umgehen wird. Und ich sehe mir ganz sicher, dass jeder Negozio oder jeder Wirtschaft, ich habe viele Menschen hier, das geht nicht abrechtig zu handeln. Das geht nicht abrechtig zu wirtschaften. Du musst alle Wege, du musst irgendwo Trampas tun und dann kannst du gleich vorwärts kommen. Du siehst, ich ringe uns 100% durchgehen. Dort lernen wir unsere Kinder und unsere Kinder lernen deren Kinder dort und so geht das wieder und dort verbrechen und dort verbrechen. Gesunde Handelsmänner, Negocios, super importante. Da wir unsere Kinder lernen, unsere Zukunft lernen, der wird Raum anstand, wo wir gesunde Negocios merken können. Abrechtig kovrieren, abrechtig tags nur regnen. Oder sagen, wenn ich das für 500 Peso gekriegt habe, wenn Jana fragt, für wie viel du das gekriegt hast, und ich dann sage, für 700, und ich habe das aber für 500 gekriegt. Das ist ganz leicht zu sein, ich will das gleich sagen. Ist das nicht leicht? Ich sehe am Anfang, mir ist es schwer, nicht zu sein, aber das ist wichtig, wenn ich will das gleich sagen. Und naja, okay, das hat nichts. Und es steht liegen, und es steht sein, ich muss 700 Peso geben für das. Und die Weg das für 800 verkaufen. Gesunde Handelsmänner, gesunde Städter, von gesunder Familie gibt es gesunde Städter. Ganz Santa Cruz, von gesunden Familien, von Villanueva, mit immer wurden ganz gesundet Lohn sein, Gesellschaft sein. Dann können bei Lohn euch stark werden. Und können sagen, weißt du was, weil wir alle so Villanueva wollen. Weil wir alle so wollen. Und dort steigt an, dort steigt busig an. Seid ihr dort? Gott, sie sehen die jetzt über 1000 Generationen, aber die Flucht, die geht bloß, die Struft geht bloß über Feuer.
Und so kriegst du das der auch. Wenn du Wort gesendet hast, das steigt viel besser an, als wenn du Wort eingesendet hast. Und dann gibt es ein ganz gesendet Bolivien. Und dann, wenn man mit einem ganz gesendet Bolivien gibt, dann gibt es eine ganz gesendete Welt. Sieh? Ist so. Du warst wir haben. Amen? Gesendete Welt. Nu will ich von dem letzten Punkt reden, und der ist ein von das ganz Wichtigste. Priesters. Was kommt ihr in den Kopf, wenn wir Priesters hören? Das ist Sacerdotes, der von der katholischen Kirche, der mit einem wilden Rock. Und der wird dann. Von was kommt ihr in den Kopf, wenn ihr von Sacerdotes hören? Priest. Dein. Aber was kommt ihr in den Kopf? Was ist uns gelehrt worden, oder was denkt wir, was Priester sind? Oder seid ihr schon mal das bei uns ist das nicht so sehr, glaube ich, verwandt als manche Bolivianos. Wenn du sind einmal diese katholische Priester, was du einmal sind. Und dort wird Sacerdote hier, und das Einzige, was ich anscheinend, das sind diese Männer mit diesem großen schwarzen Rock an, wo die Sinnen Vergebung verkehren, wo die ihre Sinnen kann herbringen. Und was er dann im Bett Geld geben, und dann sind ihre Sinnen vergeben. Oder das sind die, wo du nach einem Begräbnis kommst, wenn du gestorben ist, hat du einen Köffel, dann ein bisschen Stock oder ein Label, ich weiß nicht gleich was, und dann so, in nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Oder wenn du ein Kind geboren hast, dann haben wir noch einmal so, dann machen die, vielleicht den 8. Tag noch einmal. Oder wenn die ganz klein sind, dann machen die nur die Kirche im Tempel gebracht worden. Und dann gibt es den Namen, machen die den Namen abschreiben, das hast du dort immer unterschrieben. Und dann wird ihnen mit Butter über den Kopf gegoten, die kleinen Kinder. Dort wird Priester sind von der schon da. Was sehr weit bekannt ist. Aber Wirklichkeit, Priester, das ist ganz was anderes. Das kriegt, was du siehst, dein, Menschen dein. Und für Menschen anstehen, was er braucht. So wie Osmaner besonders, wir sind diese Priester auf dieser Welt. Wir wollen das erste ein Vers lesen an Hebräer 8, Vers 1 bis 2. Wir wollen sein, wer der wirkliche, wird wirklich die Ursache ist, von der Bibel her, was Priester spielen. Hebräer 8, Vers 1 sagt, der Hauptsache, die wir zu sein haben, ist, das. Wir haben einen Hohenpriester, der am Himmel bei dem Allmächtigen seinen Thron an der rechten Seite sitzt. Er dient durch als Hohenpriester am allerhöchsten, am wahren Anbetungszelt, das Gott selbst abgestellt hat, und nicht ein Mensch. Der ist Jesus. Er ist der wahre Hohenpriester. Er ist Hohenpriester und er steht bei Gott für uns an, was von der schon da nach. Das wird eine Ursache ist für einen Hohenpriester, oder für einen Priester auch. Der Hohenpriester wird der, was du einmal das Jahr können, an Gott seine Gegend wird ankommen, und dann du so für die Menschen anstehen, dort Opfer anbringen, und dort Menschen ihre Sünden können vergeben werden. Der Priester ist da wie der, was du dein müssen. Da wird du halten mit diesem Hohenpriester taub, da werden alles dessen seine abgeben. Du wirst ein ganzer Sturm oft gesagt, da wird von Aaron sein Sturm, der wird bloß für Hohenpriester, bloß für Priester. Du kannst das keine neue Welt werden für Priester. So wird das. Das ist schon mal Zeit. Aber was wirklich Priester meint, also du wirst, was du interessiert, was du erstündet für die Familie, was du erstündet für den Staat und was du erstündet für die Menschen. Und an 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9 haben wir ein wunderbarer Vers, dort sagt, aber die sind ein ausgewähltes Volk, den König sein Priestertum zu senden. Ein heiliges Volk, Gott sein eigenes Volk, dort die anderen sein sollen wundervoll, da es der Jünd aus dem Dienstrin geraten hat und an seinen wunderbares Licht gestellt hat. So wir sind ein ausgewähltes Volk, den König sein Priestertum zu senden. Aber
nu als de vrouw. Wo kan ik wil een klein beetje van mij vertellen. Ik wil eerst dankbaar zijn, mij uitspreken voor mijn vader, voor mijn ene vader. Want ik heb zeer veel geleerd van hem. Hij leeft mij met zijn ganze hart. Hij is niet hier, maar ik geloof, hij wordt een mensage nach hier. En ik ben zeer dankbaar voor de goede zaken wat ik gekregen heb van hem. Plus de zaak is, mijn vader heeft ik veel aangehoord, aangehoord en hij zegt vele maals, wo hij veel zaken niet gekregen heeft van zijn vader. Dus van mijn grootvader. Wo viele zaken en hij heeft werkelijk veel geleden, hij heeft veel slechte daar wens zijn vader. En dat kan ik ook zien, ik kan dat allemaal feilen. Wens mijn vader, wat van de eerste dag, let hij doen dat hij niet gekregen heeft. En hij kon niet geven, wens hij niet gekregen heeft. Zo, ik wil van dat we verstaan, dat we dit nog krijgen kan, als nog niet te laat. We als vaders en we als Jugendliche, we kunnen nog das ganze Paket krijgen von Gott, den wahren Vater, dat we kan weitergeben. Dat we kan geben. En ik wil een klein beetje een geschichte vertellen. Van 2020 passiert dat met mij. Ik was in de Bibelschool en we hadden een week, wo wir reden von, wo de Klasse wir von, da nennt sich La Dinámica de las Personalidades. Also das meint, dass wir unsere Persönlichkeiten anstellen können, anbalancen können. Das war der Titel von der Weg. Aber was wir da hatten, da waren Teglen abgemalt und da waren ganz schwarz und Kram abgemalt. Und jeder Tegel, da soll wir einen Namen schreiben. Von zum Beispiel, ich habe vielmals veracht gekriegt, ich habe vielmals Verdammtheit gelohnt gekriegt, ich habe vielmals alle Sachen, was wir in unserem Leben was wir in unserem Leben sind passiert, was wir gekriegt haben, das soll wir da schreiben. Und weißt du was? Meine Tegel waren sehr hoch. Ich könnte sehr viel nachschreiben, ich hatte sehr viel an meine Vergangenheit von vielen verschiedenen Sachen gelesen. Und dann, wenn wir dort fertig haben, dann sollen wir durch einen gleichen Streck besiegen, und dann sollen wir sagen, dort soll Gott seine Rechnung sein, dort soll Gott seine Linie sein, so gleich als Gott. Und wir sind hier besiegt, so kram. Das war ein sehr, sehr anstrengender Weg für mich. Wir hatten Montag und Dienstag mit Weg in Dorndach. Haben wir bloß, wo wir zu dir reden deuten von Sachen, was die im Leben passiert werden. Und mir fällt das so, ich will Ihnen wirklich sagen, mir fällt das so aus der Weg, so wie zu eng wir. Ich fall so mit Abraham Schmidt, ich soll nicht was Gutes zu mir. Der hat wirklich keine gute Sachen. Du hast nichts, was anders kann, aus einer Person teilen. Er hat nichts Gutes. Wenn ich die wohnt in der Lenkkirche, da wird sehr, sehr, sehr ärgerlich. Und der hat noch nichts geredet von der dünnen Solution. Du wirst feiern dir bloß puntar, was alles passiert. Und ich will jemand mehr, dass jeder noch mal tun. Der merkt, dass er Tegel wohnt, schreibt und dann, was ihnen alles passiert ist. Und ich fühle mich sehr prass. Ich fühle mich nur nicht. Am Freitag komme ich frisch an die Klasse an. Und dann liegt durch ein Brief. Und ich habe den Laden heute mit der Jugend mitgeteilt, den Brief. Dort ist ein ganzer Brief, ein ganzer Björnfall. Dort ist so abgeschrieben, dass man eine Bibelversen sind. Das war ein Brief, was Gott selbst geschrieben hat. Aber das kommt alle aus der Bibel. Das ist ein ganzer Brief voll. Sehr wunderbar. Aus dem Brief da am Schlag und ich fange an zu lesen. Ich fange einfach an zu feilen, wo all diese Tegel werden Glück gerettet in mein Leben. Ich bin noch mal so ein Ängste gelesen, ich hielt. Ich hielt verstanden, ich hielt mich ganz ut. Was du passieren wird, als ich kriege das Paket, das ganze Paket, was ich heute sollte
von meinem irdischen Futter kriegen, was geplant wird, was ich soll von meinem irdischen Futter kriegen. Und ich aber nicht ganz komplett gekriegt habe, wenn es vielleicht auch nicht gekriegt hat. Dort kriege ich nun direkt von Gott. Und dann, da wir nicht komplett, und dann wieder nach Boven an, dann wird einmal kann ich sein, die gute Sachen, die ich noch gekriegt habe, die werden danach ein bisschen eine Anja die Dura, also die werden danach bei apart. Und dort ist, was wir in Psalm 68, Vers 5, da du musst checken, Psalm 68, Vers 5, du sagst dort, sing zu Gott, sing seine Namen zu loben. Merk ein, da war Vers 6 dann. Kannst du Vers 6? Spanische Bibel, der hat ein Moment anders. Ein Fuder für dich und ein Fuder. Und einer, der nur die Wettfrühes erreicht hat, als Gott, der an seinem Tempel. Also Gott ist ein Fuder für dich, der nicht ein Fuder hat. So, wenn du und ich, und das liegen dann, dass wir nicht die wirkliche Leib gekriegt haben von dem Fuder. Das ist kein Mutterlut. Wenn es Wort, wenn es Gott ist, der wirkliche Fuder. Und Gott kann das rein alle gleichstellen, und das Gott sein Willen und Gott sein Verlangen, dass er das alle gleichstellen wird. Dass er unser Leben erstellen wird, und dass wir das alle kriegen dürfen. Was ich das gekriegt habe von dem Fuder, von Gott den Fuder, dann habe ich mir all uitgebet und ich habe mir gut, ich fühle mich so gelaufen, so umarmt von dem Fuder. Dann sagt Gott zu mir, nu sollst du noch eine Liste merken von all den guten Sachen, was du von dem Fuder gekriegt hast. Und ich dachte das. Ich mache eine Liste, ich schreibe die ab. Und weißt du, was ich dann deed? Ich ging um den Phone, ich fand mein Pa und ich sagte, Pa, ich will Ihnen bloß von Herzen Dankeschön sein für das. Ich will ein paar Steige nehmen. Ich will Ihnen bloß von Herzen Dankeschön sein für das, was du da mit mir getan hast. Ein von den Sachen wären, Gott hat, mein Pa deed ein Sonntag, dass er mit mir wir wollen einen Sonnencharger bauen. Ich kann das vorstellen, ich bin ein kleiner Bengel. Mein Pa sagte mit mir mit der Drehdoor, und wir wollen einen Sonnenplut bauen. Von Goldpapier, von verschiedenen Sets. Und wir schaffen. Mein Pa wusste Gott, das würde nicht stellen. Aber weißt du was? Der sagte mit mir den ganzen Sonntag nur mal taub. Und guck, wo ich das da und sage, ich war wieder so und so und so. Das ist eine Sache, die mir von der ersten Tag nach satten geblieben ist. Und ich bin mir ganz sicher, wenn es diese Sache hat mir das so viel Mut gebracht, dass von der ersten Tag eine von meinen größten Passionen, eine von meinen größten guten Sachen, die ich tun kann am Leben, ist am Computer sitzen und schaffen. Wo ich für Jochen Wieb da, für Henrike nochmal da. Das ist wenigstens diese Sache, die mein Pa damals mit mir getan hat. Ich bin mir ganz sicher. Und ich sagte, Pa, weißt du was? Ich will Ihnen sehr dankbar sein. Denkt ihr, ob Sie das mal reden? Ja, mir denkt das. Wenn es dort, sehe ich, wie ich sie von dir. Und so werden ein paar mehr Sachen. Ich möchte ein paar gute Sachen. Und dort wird für mich so auswandert nach Port. Alles, was Gott dafür mir nie gegeben hat, da wird danach so viel, dass man noch extra beigetut wird. Und ich sehe voll von der Fuderleib geworden, von den Dachen. Ich kann nicht mehr erklären, dass ich lacking, dass meine Sachen fehlen von meinem Fuder. Wenigstens mein Fuder, der wirkliche Fuder, hat mir das nachher alle gegeben. So, nach einem Vers ist Psalm 27, Vers 10. Psalm 27, Vers 10 sage ich, wenn mein Vater und meine Mutter mir auch verlassen, der Herr wird sich mir annehmen. Das ist, was uns Vater ist. Und ich will Ihnen einmal fragen, dass die würden alle abstehen. Frühes, Männer. Und wir wollen einmal beten, dass wir das läuft. Ich weiß, das ist von der nicht so eine lange Zeit, aber ich will einfach beten, dass wir das Leben annehmen, als was der wirkliche Vater für uns hat. Können wir das tun? Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns Vater bist.
Und dort wir wirklich eine Identität an die haben. An Cedula sag ich, dort du bist ans Futter. Wir haben den hergenommen, auf an Cedula. Wir sind die Kinder. Und du bist ans Futter. Und aus deinen Kindern, aus deinen Sehens von dir, aus deinen Dachtern von dir, weil wir die Frauen, da wir all diese Sachen, die wir an unsere Zeit nicht gekriegt haben, und was uns aber gehört, aus Kindern, aus deinen Kindern und aus unseren Eltern ihre Kinder. Wir wollen die beten, dass du uns das von dir ganz komplett geben lässt. Dass du uns das ganz komplett geben, dass wir möchten das vollkommen kriegen. Alles, was du für uns hast, alles, was du geplant hast, was wir sollen kriegen aus Kenia. Was du uns gehören lässt aus Kenia. Aus deinen Kindern. Ich will die beten, dass du uns mit diesem Leben, Futterleben, abfallen, dass wir evangelisieren für andere. Dass wir das komplett fallen, dass wir das ganz, jeder Art von uns leben. Jeder Lade steht, was wir haben an uns. Jeder steht, was uns nicht gegeben ist worden, als wir Kinder werden, als wir nach Kleiner werden. Weil ich die beten, musst du dort von dir geben. Jeder steht. Für jedes Mal, wenn uns eine Abrazo fehlen, von unseren irdischen Futter. Und wir den nicht kriegen, dann will ich die Frauen, dass du uns den Nükrat geben lässt. Dass du uns nun diesen Abrazo geben lässt. Und dass du das steht, was fällt, was du so ladig hast an uns. Jedes Mal, wenn wir falsch behandelt werden, wenn unsere Futter auch nicht perfekt sind. Jedes Mal, was dort passiert, weil ich die beten, dass du uns nu diese Schuld wegnehmen. Dass du nu das erreicht werden, was du erreicht an uns geworden hast. Musst du uns das ganze Paket komplett ganz geben. Und dass wir machen, das feiern, dass wir an die wahre Identität haben, dass wir an die das Wort haben, dass wir die nicht kennen sind. Dass wir die nicht mehr bloß Futter nennen willst, dort ist ein anderer Name für Gott. Aber dass wir die Futter nennen willst, wie die nicht kennen sind. Und dass du uns Futter bist. Wirklicher wahrer Futter. Den Plan wir, dass wir diese Futterleib kriegen. Aber du sagst, du bist ein Futter für die, wo du nicht ein Futter hast. Und ich bete nun, musst du uns abfallen mit diesem wahren Leib. Muss wir vergeben können. Und musst du uns wissen, was die guten Sachen sind, was wir von unserem Futter gekriegt haben. Ich bete und danke dir an Jesus' Namen. Amen.